Habe der Nasenbär. Ich bin der Granti, ich zocke an Computerspiele und heute rede ich sauber zu lang über Inspector Schmidt, a Bavarian Tale. Inspector Schmidt ist mehr oder weniger wir sind ein Hund, der eine Schiffsladung voller Windeln entdeckt hat, Simulator. Weil wir unsere Nasen in jedermanns Scheißdreck stecken. Ah, don't do it right here. I don't want to watch. What? Take it over there. Do it in the corner. It's gross. Mir war nicht klar, wie greiselig der Witz ist, bis ich ihn laut vorgelesen habe. Lasst mich noch mal anfangen. Inspector Schmidt ist ein Isarpreis im bayerischen Niemandsland, versucht einfach nur seine Arbeit zu machen und es läuft darauf raus, dass er die Arbeit von alle anderen macht. Simulator. Es ist ein ziemlich nice Spiel, das 2023 von Active Fungus Studios entwickelt und veröffentlicht worden ist. Das Studio von denen ist bei mir um die Ecken, deswegen passe ich das mir lieber auf, was ich sage. Ja, ich weiß schon, ich muss selber lachen. Der erste Jemenit, der 1400 irgendwas an Kaffee durch sein Roshorn laufen hat lassen, hat einen besseren Filter gehabt als ich. Ja, ich weiß, dass Filtern erst im 18. Jahrhundert aufgekommen ist, aber so fand ich es lustiger. Übrigens, einer der ersten Kaffeefiltern war ein Sockern. Bin mir sicher, dass uns das heute auch noch irgendjemand als Röstaromen verkaufen darf. Apropos Röstaromen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich damit hin wollte, aber ihr erinnert mich sehr wohl noch an etwas, was ich im letzten Video gesagt habe. Wisst ihr was, wenn mehr als 5 Leute hier mitmachen, dann gibt es beim nächsten Video ein Foto von mir in der Badwanne. Woraufhin immerhin eine von euch entweder gamsig geworden sind oder unbedingt wollten, dass ich mich im Internet blamier. Für alle aus der ersten Kategorie, kommt's auf ein Konzert von mir oder schaut's ins Kühlregal vom Rewe, wenn ihr so dringend einen Mozzarella sehen wollt. Und an die aus der zweiten Kategorie, ich mache YouTube-Videos mit einer Art Humor, über den man wahrscheinlich nur lachen kann, wenn man ein 12-Jähriger, 40-Jähriger ist und die geschlossen, in der man unterbracht ist, ein gutes WLAN hat. Ich blamier mich in dem Moment, in dem ich auf Video hochladen drück. Aber was liegt? Despekt und Wettschulden haben Ehrenschulden und Blaugrad bleibt Blaugrad, also bitte, da habt ihr's. So, und jetzt bleiben wir mal bei der Sache. Wir spielen an Valentin Schmidt. Bittchen, die Leute warten doch draußen. Fangen Sie an, Herr Valentin. Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin. Sie sagen auch nicht zu Ihrem Direktor, geben Sie mir einen Vorschuss, sondern einen Vorschuss. Okay, an Valentin Schmidt, seines Zeichens Medizinstudent, der 1866 in ein Dorf im bayerischen Nirgendwo reist, um irgendwas Offizielles zu machen und dann in einen Mordfall hineingezogen wird. Als ich mir das letzte Mal gegen Bezahlung mittelschwer verletzen habe lassen, hat mir mein Tätowierer gesagt, ich soll mir das Spiel mal anschauen und ein paar Tage später hat er es mir auf Steam geschenkt. Also an der Stelle schon mal ein herzliches Merci Wolfgang. Ich hoffe, das taugt mir. Und falls mir nicht taugt, bist du garantiert der Letzte, dem ich sage, weil ich sonst irgendwann eine Leberkasse ins Knack tätowiert kriege. Was mir durchaus taugt, zumindest schon mal vom Auftreten her, ist der Entwickler hinter dem Spiel. Die Schwammel wirken alle wie die Art Belegschaft, bei der ich mir wünsche, ich hätte Spieledesign studiert oder sowas, damit ich mit denen zusammenarbeiten kann. Active Fungus ist 2020 aus dem hiesigen Boden geschossen und gibt einen ganz guten Beweis für die berühmte bayerische Sturheit ab. Zumindest interpretiere ich das mal so, weil sie es geschafft haben, während dem globalen Rotzwettbewerb damals zum Wachsen statt einzugehen. Was nur dafür spricht ist, Inspector Schmidt ist einer erstes Spiel gewesen. Und das spielt nicht nur in einem virtuellen Hinterdupfing irgendwo in Bayern, sondern hat auch noch eine bayerische Sprachausgabe und ist eine dialogbasierte Rollenspiel-Detektivgeschichte. Weißt, Zuckerschubladen in der Kommoden auf dem Speicher von der Berghütten in die peruanischen Alpen ist weniger nischig als das Spiel. Und trotzdem haben sie sich gedacht, das machen wir jetzt, weil da haben wir Bock drauf. Bavarian English. Der ursprüngliche Arbeitstitel war wohl totgeschwiegen, was ich persönlich zwar geiler finde, aber entweder war es einer nicht bayerisch nur und deswegen haben sie dann a Bavarian Tale drunter gesetzt. Und nix für ungut, ich kann das schon nachvollziehen, lieber Englisch als Hochdeutsch. Oder der Titel war einer zu abdroschen oder sie haben ein gewisses Spoilerpotenzial drin gesehen, keine Ahnung. Neben dem zweiten Teil zum Inspector Schmidt, der The Ebbing heißt und in Norddeutschland spielt, haben sie noch einen Titel namens Stress! Tut mir leid, aber der Name ist in Großbuchstaben geschrieben und der Schrei automatisch. Der sich mit dem Stress von Einsatz- und Rettungskräfte befasst und zu deren Ausbildung dienen soll. Und aktuell entwickeln sie eine Nummer namens Medieval Frontiers, in der man eine mittelalterliche Siedlung und ihre Bewohner überleben lassen soll, während man Rücksicht auf die einzelnen Charaktere nimmt. Es spielt eigentlich im Mittelalter, aber das klingt nach Sachen, die man vielleicht in den nächsten Jahren alle brauchen könnten. Alles ganz cool, aber für heute bleiben wir einfach mal beim Valentin. Und damit bitte alle an Bord vom Spoilerbus, der fährt nämlich gleich los. Das ist wie gesagt ein recht nice Spiel und besteht hauptsächlich aus seiner Geschichte. Wer die gern selber erleben möchte, soll halt hier aussteigen. Nicht, dass dann wieder mittendrin heißt. Ja, ich muss raus! Ihr könnt dabei euren Gefrierschrank abtauen, eure Videokassetten mal wieder zurückspulen oder euren Wasserkocher entkalken. Und der Rest kommt mit mir nach Wolpershofer und macht sie an die Arbeit. Schmidt, Sie reisen bitte schon unverzüglich nach, wie heißt das gleich, Niederwolpertshofen. Ich weiß selbst nicht genau, wo das ist. Irgendwo auf dem Land eben. Transfer und Logis sind bereits organisiert. Untergebracht sind Sie im Wirtshaus, das ist scheinbar in der Nähe der Kirche. In diesen kleinen Ortschaften ist am Ende doch alles in der Nähe der Kirche. Finden Sie die, finden Sie auch den Rest. Jedenfalls ist Herr Griesbacher, der dortige Bürgermeister, informiert. An sich ergänzen Sie lediglich die lückenhaften Physikatsberichte vom Kollegen Drechsler.
Sie laufen im Ort herum und fragen die Leute nach ihren Verhältnissen und das notieren und berichten sie. Da haben wir also unseren Auftrag. Vorgelesen von jemandem, der vermutlich um 3 in der Früh daheim aufgenommen hat und Mama nicht aufwecken wollte. Es erinnert mich ein bisschen an mein Monkey Island Video, wo ich noch die Ausdruckskraft vom zusammengefahrenen Lachs in der Stimme gehabt habe. Ja, das klingt erst einmal wie ein dämlicher Vergleich, bis man mal zur Leichtzeit mit dem Auto in den Fluss fährt. Aber egal, keiner möchte jetzt meine blöden Urlaubsgeschichten hören. Ich habe mir übrigens nichts zu dem drum angeschaut oder so, also ich gehe in das Spiel quasi blind ein. Was ja besser ist bei solchen Texturen. Sorry, so schlimm finde ich es eigentlich gar nicht, ich bin nur einfach gern geschert. Solange man nicht ganz genau hinschaut, macht alles einen ganz guten Eindruck. Ist zumindest, was ich mir jeden Morgen vom Spiegel sage. Wir sollen also noch hinter Wolpertskofer und alles über alle Leute vor Ort rausfinden. Ja, macht's das Witze? Da klang ein Gespräch mit einer x-beliebigen Oma, die aus dem Fenster aussieht und sich Notizen macht, wer am Sonntag jetzt in der Meten war und wer nicht. Und bei 5 Absenzen kriegst du einen Brief vom Pfarrer, dass er sich Sorgen um dein Seelenheil macht. Und Fensterfroni kriegt eine Provision. Das ist übrigens unser Notizbücher, das wir überall mit Hits sind. Da drin sind unser Questlog, das Inventar, die Attribute vom Valentin, Karten von Wolpertshofer und später auch noch Akten zu den Dorfbewohnern, die wir kennengelernt haben, Rezepte und Bastelanleitungen sowie Hintergrund zur politischen Lage am Leben und historische Figuren im damaligen Bayern. Das ist schon mal keine historische Figur, aber der erste Dorfbewohner, dem wir begegnen. Wisst, in Bayern gibt's so eine Besonderheit, gerade bei Kindern. Da wird nämlich meistens nicht gefragt, wie heißt denn du, sondern wem kehrst denn du? Wir glauben nämlich seit jeher an die natürliche Ordnung der Welt, wo zuerst die heilige Dreifaltigkeit kommt, dann der Mo und dann so fleischgewordene Haushaltsgegenstände wie Weiber und Kinder. Sie wissen ja, eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Der Bur kehrt, jedenfalls seinem Gesicht nach zum Urteilen, wem der keine Zeit für so einen neumodischen Scheißdreck wie Erziehung hat. Wir können zwar nicht fragen, wie er heißt oder wie man kehrt, aber er verrät uns zumindest, was er hier draußen treibt. Ich so Schwammer? Ah ja, richtig, wir haben leider keine Stimme und spielen wir einen stummen Protagonisten. Und ich werde es euch jetzt nicht vorlesen, weil ich keinen Bock habe, Hochdeutsch zu reden. Pech gehabt. Ja, Schwammerl. Sie sind wohl nicht von da. Pilze such ich. Sind Sie etwa ein Zugeraster? Aha, verstanden. Also ich habe ja mitgekriegt, dass Kinderarbeit neuerdings recht verpönt ist, wobei ich mir sicher bin, dass da schon ein Reformvorschlag auf dem Kanzlerschreibtisch liegt, aber bei sowas war's mir irgendwie trotzdem lieber, wenn ein kleiner Bub von einem kleinen Burm gesprochen wird und nicht von einer erwachsenen Frau. Ich mein, sie macht's schon wirklich gut, aber es reißt mir einfach ein bisschen raus aus dem Ganzen. Daten Sie mir auch ein paar Schwammerl suchen. Ich glaub, 10 Schwammerl sind ein guter Anfang. 10 Schwammerl zusammenglauben. Ernsthaft? Eine Sammelquest? Ich mein, kein Thema, ich hab jahrelang World of Warcraft gesagt, der hätte mir jetzt anschaffen können, dass ich ihm einen Schädel von seinem Vater bringe und ich hätte es davon abhängig gemacht, wie viele Erfahrungspunkte das gibt. Es ist jetzt nur nichts, was ich in einem Detektivspiel erwartet hätte, ehrlich gesagt. Wenn Sie den Vater sehen, sagen Sie ihm bitte nicht, dass ich da bin. Ich will nicht schon wieder Erwatschen kassieren. Bur, ich weiß nicht, wer du bist, also weiß ich auch nicht, wer dein Papi ist. Ich verspreche ja überhaupt nichts. Der kann auf seine Schwammerl aktuell noch warten. Wir sind nämlich ein pflichtbewusster Physikatsberichtsanfertiger und machen uns auf den kürzesten Weg zur Kirche. Oder auch nicht. Da uns leider die Fähigkeit fehlt, über hüfthohe Gegenstände zum Steigen, haben wir angeschissen und müssen uns mit denen 2 Lack in der Arbeit tun. Wer kann jetzt das sein? Au weh, Zwick. Meinst du, das ist er? Na, das glaub ich nicht. So schaut doch kein Räuber aus. Woher willst du das auf einmal wissen? Hast du ihn schon mal gesehen, den Pascolini? Kommt der zum Karteln zu dir oder was? Na, ich würfel lieber als zu karteln. Würfel habe ich immer da. Würfeln da die immer und mit jedem. Sollen wir eine Partie? Und da haben wir die Anleitung für eine der wichtigsten Mechaniken, nämlich das gute alte Würfeln. Was ich gleich mal sagen muss, das ist wirklich ein deppensicheres System. Und die Vorstellung, dass 1866 schon einer mit dem W20 umeinander gelaufen ist, ist absolut wild. Stellt euch vor, wie die am Stammtisch hocken und Charakterwerte auf so Bierfetzeln vor sich liegen haben und Saubereißen und Staderer spielen oder sowas. Jetzt langt's aber mit dem Schmarrn. Wir sind im Dienst. Was wollen's denn überhaupt? Dann ist es aber auch schon wieder vorbei mit der Gemütlichkeit, weil uns die Brückentrolle da scheinbar für einen Reiber halten und nicht ins Dorf lassen. Na, das geht jetzt nicht. Keiner kommt hier rein oder hinaus. Ah, du nicht. Momentan lassen sie keinen durch, egal was wir sagen. Also fragen wir einen Bubennamen nach einer Idee. Und was meinst du, wer uns der da vorbeibringen will? Mit einem ganz starken Ablenkungsmanöver. Da fällt mir ein, dass ich vor kurzem einen Zettel gefunden hab, auf dem der Pascolini zum Singen war. Der ist da noch irgendwo. Da stehen bestimmt einige Informationen drauf, die man nutzen kann. Ich bin gerade aber nimmer sicher, wo der ist. Dann schauen wir uns mal nach dem Zettel um. Dafür drucken wir F und konzentrieren wir uns. Pass auf Farben und Kreisch auf.
Das macht die grüne Leisten da, aber währenddessen können wir uns genauer umschauen und wichtiges Graffe finden. Wie zum Beispiel den Steckbrief, der uns verrät, wie der Pascolini ausschaut. Solche Zeichnungen sehen wir noch öfter, meistens bei Gesprächen, und wenn wir motzen wollten, dann kann man sagen, dass es ein bisschen zu faul für Animationen oder Zwischensequenzen waren, aber ich finde es eine schöne Abwechslung und richtig charmant. Solche handzeichneten Sachen erinnern mich an Mundown und das ist allweil ein Pluspunkt bei mir. Moment einmal, Birschall, du hast mir gerade gesagt, du weißt nimmer, wo der Steckbrief ist und dabei stehst du keine 3 Meter weg vor dem Drum. Du, ich glaub, die Flecken kriegen gleich eine Gesellschaft. Und was hilft uns jetzt, dass wir wissen, wie die Reiberkine ausschaut? Ich kann die Wachen vorspulen, dass die Pascolinis einer überfallen wollen. Dann laufen die zwar bestimmt davor und sie können ungesehen in den Ort schleichen. Dazu müssen sie mir aber ein paar Sachen bringen. Ich glaub, dass sie mit ein paar Stecker zurechtkommen. 4 Stecker waren gut. Wo kann ich Stöcke? Mei, ich weiß auch nicht, eventuell probierst du das mit die 80% vom Bildschirm, die Wald sind, du kernverstrahlter Haundauer. Das ist nicht so einfach. Ich brauch nämlich schöne Stecker. An der Mui finden's bestimmt ein schönes Heiz. Die müssen heute aufpassen, dass die Wachen sie nicht erwischen. Da drüben geht ein Weg rein. Ich hab da einen Schlüssel für das Tor. Den hat der Müller wohl gestecken lassen. Dann hab ich ihn eingesteckt. Ja, Gott sei Dank hat uns der Hundling seinen Stolner Schlüssel gegeben, sonst wäre er meinem Leben nicht weitergekommen. Jetzt ernsthaft, hat der Valentiner Hüftblockaden oder was? Wird zum heiligen St. Ischias kostet den Zeit, dass er nicht über einen windigen Zaun steigen kann. Und auf geht's zum Halt, falsche Richtung. Okay, Hüftblockaden ist wohl schon mal nicht. So starkst wir jetzt durchs Gebüsch, bis wir 4 Stecker beieinander haben. Ein Glück, dass ich immer so viel Schleichsimulatoren gespielt habe. Ich bin eins mit dem Gebüsch, ich bin unsichtbar. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchpattert. Wenn ich nicht will, dann sieht mich keiner. Ich bin der schleichigste Schleicherling, der jemals... Das ist die beste Musik, mit der jemals Gewaltanwendung untermalt worden ist. Nachdem wir den Kollegen ein Knechalsemi serviert haben, sammelt man uns eine Steckerl und Schwammerl ein und laufen wir damit zurück zum Burm. Wisst ihr was? Ich nenne den jetzt einfach Günther. Günther ist ein schöner Name. Wenn ich mal ein Kind habe, nenne ich es definitiv Günther. Und falls er Bub wird... Ja, super. Dann können wir basteln. Ich hab einen Plan für sie zeichnet. Den steckern's besser gleich ein. Erst erkläre ich ihnen das und dann schauen sie ihn in Ruhe an. Sagen's Bescheid, wenn sie den Plan verstanden haben. Ich knabber dabei meine Schwammerl. Wer zum Teufel knabbert den Schwammerl? Es gibt so Wörter, die einfach nicht zusammenpassen. Das hört sich an wie ein Schinken naschen oder ein Spezispachteln. Oder ein Puppenkocher, scheinbar. Ich meine, das Spiel ist wenigstens konsequent mit seinen komischen Wortkombinationen. Wir lesen uns also das Rezept für Holzpuppen durch und dann stellt uns der Günther sein Werkbank zur Verfügung. Was sie jetzt brauchen, ist ein Arbeitsplatz. Das Fassel hinter mir tut's bestimmt. Und wie haut das jetzt hier? Gut, merci, jetzt kenne ich mich aus. Ich koche mir also erst einmal meine Puppensuppen, wofür mir Steam gleich mal ein Achievement verpasst und... Burm. Alles klar, Zeit die 2 Hirndieben aus dem Weg zum Rammen. Der Bur hat einen Plan, aber dafür warten wir erst einmal bis finster ist. So, endlich ist soweit. Passen's auf, ich erkläre Ihnen nochmal unseren Plan. Sie laufen zu den Wachen und überzeugen's davon, dass der Pascolini und seine Bande grad einen Überfall vorbereiten und gleich da sind. Wenn sie die 2 Muhackel dann richtig fürchten, komm ich mit der Puppen aus dem Gebüsch. Unser Geheimwort ist Mama. Wenn ich das her, leg ich los. Und hier zeigt sich dann die Hauptmechanik und der größte Teil von der Bavarian Tale, nämlich Gespräche. Es ist ein Spiel mit viel Reden, Lesen und rausfinden, wird Leid tickern und womit man es am besten überzeugen oder eine Info aus der Nase ziehen kann. Dafür braucht man sehr oft Argumente, was meistens heißt, dass wir alle gesammelten Informationen nutzen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Das schaut dann so aus, dass wir unser Gegenüber erst einmal konfrontieren. Dann sehen wir, wie viele Argumente wir haben und setzen wir es ein. Die Leisten sagt auch, wie weit wir jemanden überzeugt haben. Und wenn uns wer Epsi nicht glaubt, dann sieht man das recht deutlich. Ich glaub, der Herr möchte uns am Bären aufbinden. In dem Fall wissen wir aber, wie der Pascolini ausschaut und nutzen das. Ernst, das klingt genauso wie die Beschreibung auf dem Steckbrief. Der muss ihm ja begegnet sein. Statt mit Informationen können wir es aber auch mit eigenen Argumente versuchen, da hängt der Erfolg halt dann nicht von den jeweiligen Werten ab. Vielleicht hat er recht. Wir sind nur zu zweit, Ernst. Wer weiß, wie viele die Pascolinis sind. Zum Schluss haben die wirklich noch Waffen. Hei. So, ich darf jetzt sagen, die 2 haben nur mariniert. Wird Zeit, dass der Bur seine Show abzieht. Ernstl, mach mal einen Schuh. Das wird mir zu wild. Sterben mag ich halt nicht. Das hört sich an, als dann gleich um mein Leben schlendern. Da! Rechts oben und weg!
Jetzt können wir endlich das blöde Fassel wegrollen und zur Belohnung gibt's gleich die nächste Spülmechanik. Okidoki. Und dann passiert gefühlt alles hier auf einmal. Erstens, der Steam-Erfolg da, wunderschön. Zweitens, der Kerl da hat uns irgendwie entdeckt. Drittens, Poltergeist. Bin ich der Einzige, der es ein wenig drastisch findet, wie schnell wir schleichen wir uns ins Dorf zu, wir würgen Leute hinterrücks in Bewusstlosigkeit und wenn einer fragt, warum setzt mir mein Maskrug auf, wo ist. That escalated quickly. Wenigstens können wir jetzt in aller Ruhe. Fall! 3 Lediere Lädchen später haben wir endlich am Wirtshaus, wo ich erst einmal alles an Essen eingepackt habe, was rumgestanden ist und dabei meinen persönlichen Gipfel der bayerischen Gastrokultur entdeckt habe. Stiefel saufen kann ja jeder, Stiefel fressen, das ist was für die echten Bayern. Am Wirtshaus haben wir die Option, unser Gesicht ans Fenster zum Drucken und die Leute drinnen zum Belauschen. Der Valentin gab übrigens einen hervorragenden Anime-Bösewicht ab mit seiner Brain. Drinnen druckt sich gerade einer Anbinden zurecht und wir sehen, dass die gleiche ist wie die von den Wachen an der Brücke. Die zwei Schießhäuser sind also Teil von der lokalen Heigabemiliz, die sich wegen der Räuber im Wald formiert hat. Ich stehe jetzt einmal vorsichtig einer Effizienz in Frage, nachdem mir allein schon 2 verjagt, einen geschwitzkastelt und nochmal 2 als Gesicht neu arrangiert haben. Mach mal einen Schuh. Wir hätten nicht wissen, wie es denen mit bewaffneten Räuber geht. Als nächstes würfelt man uns in Schatten, damit uns die Wache nicht entdeckt, aber das hilft uns nix gegen die Luchsaugen von der Wirtin. Sie sind der Herr Storderer, von dem der Bürgermeister verzeiht hat, oder? Sie wundern sich bestimmt, was da los ist. Normal ist das ja nicht. Da nicht. Was redet denn allweil? Wie sind Sie dopmiert? Die ist zum Glück gemütlich drauf und lasst uns rein. Die hat ja bisher das beste Borisch drauf, finde ich, und auch die natürlichste Art zum Sprechen. Und gastfreundlich ist auch noch, weil sie uns in ein Zimmer steckt, wo wir die Nacht verbringen dürfen. Die Uhr erinnert mich an so ein Temu-Schmankerl, das ich neulich in einer Arztpraxis gesehen habe. Gebt's nicht auf, Burm. 3/4 habt's schon richtig. Am nächsten Morgen hatscht wir zum Bürgermeister und kriegen von ihm einen groben Überblick über die lokale Misere. Xaver Griesbacher. Ich bin der Bürgermeister hier im Ort. Und einen guten Grund, einen Schweinsbrunn gegen ein Ausdauertraining zum Tauschen, weil der Typ schon nach 20 Meter bremsen muss. Hier gibt's das erste Mal den vollen Dialogmodus. Wir haben 3 verschiedene Möglichkeiten, aufs Gesagte von jemand anders zum Antworten. Entweder mit Vernunft, ein wenig Humor oder indem er klipp und klar sagt, was Sache ist. Die Symbole zeigen beim jedem Charakter an, wie er auf die einzelnen Herangehensweisen reagiert, nachdem wir es mal ausprobiert haben. Die nötigen Talentproben werden klassischerweise auf steigerbare Attribute gewürfelt, die von Empathie für einfühlsamere Argumente über Scharfsinn fürs Finden von Logikfällern bis zur Physis reichern, mithilfe derer wir Leute in einfache Worte erklären, dass wir gleich einen Schuhblattl auf einer Lädchen tanzen, wenn sie nicht spuren. Sozial begabt wie ich bin, sage ich am ersten Mal, dass ich noch nie jemanden so schwitzen sehen hab und dann dauert es bloß nur ungefähr 5 Minuten, bis er damit rausrückt, was jetzt genau los ist. Ja, Sie haben gut reden. In der Stadt mag sowas eine Alltäglichkeit sein. Da passiert sowas sicher alle naslang. Aber hier bei uns, in Wolpertshofen, da hat sowas noch nicht gegeben. Mei, ich weiß ja überhaupt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Alles! Ja, alles scheint auf einmal zu passieren. Gestern spät am Abend scheint's fast wieder passiert zu sein. Dem Bertel und dem Ernst, den beiden wär's fast an den Kragen gegangen. Ja, das war richtig knapp, du. Ein Mörder geht um in Wolpertshofen. Gestern erst haben wir den armen Lenz gefunden. Tot, erschlagen. Veronika, der Lenz ist tot. Also, es hat einen Mord gegeben und scheinbar ist noch mehr los in dem Dorf. Der Lenz ist tot, der Mörder ist auf freiem Fuß, der Polizist nicht da und der Lehrer droht uns alle aufzuknöpfen. Gestern Abend, ausgerechnet am Heiligen Sonntag, dann hat's einen Streit gegeben bei der Geschwindnerkarte im Wirtshaus. Wie gesagt, sind wir hier ein anständiger Ort mit rechtschaffenden Leuten. Aber der junge Leubel stiftet immer wieder Unfrieden mit seinen gespinnerten Ideen. Jedenfalls sind sich unser lieber Pfarrer Bayerle und der junge Leubel recht angegangen. Es ist ein bisschen persönlich geworden, muss ich sagen. Eigentlich wird dann der Rupp dazwischen gehen. Der ist hier sowas wie der Dorfpolizist. Und jetzt hätten wir ihn einmal brauchen und er ist nicht da. Und der junge Leubel hat einfach keine Ruhe nicht geben wollen. Dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Das hat er gerade noch gefällt. Der Schorsch hat es dann so nicht stehen lassen wollen. Also, das war jetzt keine Schlägerei oder so. Nicht, dass sie was Falsches denken. Ein bisschen gerangelt haben's. Eigentlich alles halb so wild. Das war gleich wieder vorbei. Die vernünftigen Leute sind nachher heim. Das hat schon gelangt dann. Andere sind noch blieben, haben noch mehr Bier trinken wollen. Der Lenz auch. Und am nächsten Morgen liegt der Lenz dort da drüben in der Pfützen. Und das Geschor ist groß.
Der Leubel rennt da umeinander und beschuldigt Leid. Okay, es ist jetzt nicht unbedingt Twin Peaks, aber unter der Dorfoberflächen brodelt scheinbar auch ganz schön. Ein taufrischer Mord, Räuber im Wald und zwei gesellschaftlich-politische Fraktionen, die sich gegenseitig bei jeder Gelegenheit mit dem Arsch ins Gesicht springen wollen. Also gefühlt die ganze Welt, aber eindampft auf ein Dörfel mit vielleicht 30 Bewohnern. Der Typ denkt jedenfalls, wenn wir schon mal da sind, dann können wir gleich mit dem Auge von einem Außenstehenden aufs Dorfgeschehen schauen und alle seine Probleme lösen. Konkret heißt es, dass wir einen Lehrer namens Leubel davon abhalten, irgendwen zum erschlagen. Sie müssen ihm nicht auf die Nase binden, dass ich sie geschickt habe. Das hört er sicher nicht so gern. Er hat's nicht so mit Autoritäten. Danach schaffen wir es tatsächlich mal ein paar Meter in Ruhe zum Gehen, bis uns irgendein Affe und sein Wadelbeißer von der Seite oblehren. Wer sind jetzt Sie? Hat der Griesbacher jetzt schon Unterstützung gerufen? Erst einen Lenz totschlagen und sie dann einscheißen. Das sieht dem erzkonservativen Pack ähnlich. Ja, so schaut's aus. Wie sagt Lassalle, die Geschichte ist ein Kampf mit dem Elend. Und den werden wir jetzt aufnehmen. Ich rate Ihnen eins, stehen's dabei bloß nicht im Weg rum. Das kann bös enden. Na, das ist ja genau das richtige Temperament für einen Lehrer. Da haben wir jedenfalls den besagten Leubel und der erzählt uns jetzt eine Zeitversion von dem, was im Wirtshaus passiert ist. Der Bürgermeister und diese Hans Wursten, die auf einmal für einen Bürgerwehr spielen. Erzkonservatives Pack. Wir haben uns ganz friedlich unterhalten und ein Bier getrunken, wo der Pfarrer mit seiner Litanei angefangen hat. Zuerst der Krieg und jetzt wir. Wir stören den Dorffrieden, hat er gesagt. Wir stiften Unfrieden und setzen den Leuten Flausen in den Kopf. Ich habe nur erzählt, welche Ungerechtigkeit überall herrscht. Denn, wie Lassalle sagte, ist und bleibt es immer die revolutionärste Tat, laut zu sagen, was ist. Ich weiß nicht, ob er damit gemeint hat, dass du permanent schreien sollst, aber okay. Aber der Schorsch ist richtig sauer geworden. Hat sie vor uns aufgebaut und was vom Platzverweis gelallt. Platzverweis, wie lächerlich. Da hat der Schweighöfer auch bloß lachen können. Das hat aber am Schorsch überhaupt gar nicht gefallen. Der hat ihm am Schlawittchen gepackt und hat ihn rausgezahlt. Der Lenz ist gleich dazwischen. Er und der Schorsch haben sogar ein bisschen Kraft. Der Lenz hat ein paar Mal ganz gut getroffen. Sehr gut sogar. Da hat der Schorsch schnell abgelassen und die ganze Bagage ist abgezogen. Und er kann uns auch schon ungefähr sagen, wer jetzt einen Lenz umgebracht hat. Ganz sicher einer von denen. So eine Pleite wollten die sicher nicht auf sich sitzen lassen. Was ich absolut geil finde, ist, wie er rumflucht, dass eine von denen Evolutionsbremsen den lieben Kerl hinterrücks erschlagen hat, aber im gleichen Schnaufer seelenruhig erklärt, dass sowas schon passieren kann, wenn man sie mehr niederbrennt als Pompeji. Dann hat er ihm halt irgendwas über den Schädel gezogen. Der Schorsch hat ja kaum mehr laufen können. Wahrscheinlich hat er seine Kraft völlig unterschätzt. Da kann sowas schon passieren. Indem wir neutral bleiben und vernünftige Aussagen treffen, kriegen wir ein bisschen nützliche Info aus dem Leubel raus. Zum Beispiel einen ganzen Namen vom Opfer, wo er gewohnt hat und wo seine Leichen gefunden und hingebracht worden ist. Der arme Lenz. Lenz Klaus vom Schormeier draußen. Sein Vater gehört der Hof. Richtung Westen aus dem Dorf hinaus und ein ganzes Stück den Waldweg entlang. Da liegt der Hof. Die haben den Lenz am westlichen Dorfrand in einer Pfütze gefunden. Nicht weit weg vom Wirtshaus. Ich glaube, das ganze Blut sieht man immer noch. Und zu guter Letzt gibt er uns noch einen liebgemeinten Ratschlag mit auf den Weg. Ganz diplomatisch. Mischen Sie sich nicht ein. Gehen Sie ins Wirtshaus und betrinken Sie sich. Gegenvorschlag. Du gründest jetzt einfach mal noch keinen Lynchmob und wir fühlen dafür deine Verdächtigen auf den Zahnschmelz. Vielleicht ist das keine schlechte Idee. Aber ewig werde ich nicht warten, das sage ich einer. Den Lassalle, den der hier ständig erwähnt, hat es übrigens wirklich gegeben. Ferdinand Lassalle war ein enorm streitbarer Kommunist, der zum einen wollte, dass sich Deutschland unter preußische Führung begibt und zum anderen klassisch kommunistisch gefordert hat, dass Arbeiterproduktionsgenossenschaften gründen, damit das Geld für ihre Arbeit auch wirklich bei ihnen bleibt, was der Staat fördern hätte sollen. Hat sich natürlich rundum beliebt gemacht damit. Er ist außerdem für die Gründung von der SPD verantwortlich und wollte eine Helene von Dönniges heiraten, deren Vater das nicht wollte. Er hat dann versucht, und jetzt haltet euch fest, König Ludwig auf einem Umweg über den Richard Wagner zu überzeugen, dass er Helenes Vater seine Tochter wegklagen darf. Das heißt, im günstigsten Fall hätten 4 Typen, einer davon der fucking Kine, quasi per Gerichtsverfahren übers Besitzrecht an der Frau entschieden. Das ist allerdings nichts gewohnt, also haben sie sich stattdessen außergerichtlich geeinigt, wie das rationale Männer halt so machen. Indem sie aufeinander schießen. Ein Duell in der Schweiz später ist der Lassalle dann an einer Bleivergiftung gestorben. Eventuell war es auch die Tatsache, dass er das Blei mit 2000 km/h in den Bauch gekriegt hat, aber das ist Arschspalterei.
Okay. Und jetzt stellt euch mal vor, das mit dem König Ludwig war was geworden. Vielleicht hätten wir dann einen kommunistisch-preußischen Werwolf in Bayern gehabt. Ich weiß nicht, was davon für den Durchschnittsbayern der beste Grund gewesen war, ihm zu unterschlagen, aber lang hätte er sich nicht gehalten. Jedenfalls ist der Leubel seit seinem Studium in Minga ein großer Fan von Lassalles Ideen und hat ein Riesenproblem mit den mentalen Weinstampfer von der konservativen Fraktion. Weinstampfer, weil's nur auf der Stelle drehen. Schreib besser eine Witze, dann musst du das nicht erklären. Alles, was nach Fortschritt riecht, wird in dem Kampf gleich zum Teufel gejagt. Verdammte Hinterwäldler! Jetzt, wo wir den Schorsch als einen ersten Verdächtigen an die Hand gekriegt haben und wissen, wo die Leichen vom Lenzkling ist, schauen wir uns einmal einen Tatort an. Auf dem Weg dahin reden wir noch kurz mit der Frau vom Dorfpolizisten, die irgendwie nicht mitgekriegt hat, dass ihr Mono nicht wieder da ist. Der sollte schon längst wieder da sein. Nicht, dass dem unterwegs irgendwas zugestoßen ist. Da habe ich jetzt gar kein gutes Gefühl. Kinder, wo seid's denn? Kinder, wir müssen jetzt schnell in den Ort gehen. Nachdem wir es richtig schön panisch gemacht haben, lasst mal stehen und schauen endlich den Platz an, wo der Lenzkling ist. Beim ersten Mal hier habe ich nichts Wichtiges gesehen, ich hab's bloß geschafft, nicht in der Lackern zum Rutschen. Aber ein paar Würfelproben später sehen wir, wie sich am Fenster in der Nähe was bewegt und rat's einmal, was wir da finden. Wisst, ich schreibe meine Skripte immer parallel zum Durchzocken, weil ich mir den ganzen Schmarrn sonst nie merken kann. Also weder was im Spiel passiert, noch was ich mir dabei denke. Und ich garantiere euch, dass ich den Scherz gemacht habe, bevor das hier gekommen ist. Wir fassen den Plan besonders charmant zum Sein, damit's mit uns redet. Schleich dich, ich red nicht mit Fremden. Da ist Feingefühl gefragt. Gibt's mir mal meinen besten Schrammzirger. Mir reicht es, jetzt machen Sie das verdammte Gartentor auf! Na, es war zwar geil, aber bringt uns nicht wirklich weiter. Also sagen wir ihr, dass gute Christenmenschen einander doch nie wirklich fremd sind. Da haben's recht. Kommen Sie einmal rum ums Haus. Dann verzeih ich Ihnen was. Der Krampf zirkt und schon darf man in ihren Garten. Das war ihr erster Fehler. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. So, Leute, dann erzähl uns mal ein paar Geschichten aus dem Spannerland. Die Leute, die sagen hinter meinem Rücken allweil, ich hätte so viel Zeit. Deswegen darf ich den ganzen Tag am Fenster hocken. Wenn ich von irgendetwas gar nicht mehr viel hab, dann ist es Zeit. Passt, dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, weil ich die komplette Ernten eingesteckt habe. Also dafür, dass keine Zeit hat's ganz schön viel Zeit zum Jammern. Ich geh nicht mehr in die Wirtschaft. Das ist mir zu laut und ich mag nicht, wie die Leute schauen. Da habe ich nämlich nicht schlafen können, weil mir der Rücken so weh da hat. Mir sind Füße kalt worden. Ich muss mich mal hinlegen. Zwischen Lebensmüdigkeit und Gemaule gibt's aber ab und zu auch nützliche Informationen. Ich mag überhaupt nicht, dass Leute manchmal Gespräch mit mir genauso beschreiben werden. Egal, ich habe euch mal rausgefiltert, was wir brauchen können. Der Pfarrer lässt seine Haushälterin anscheinend nicht nur zum Betten gnieren. Mei, das mit seiner Haushälterin, der Frau Oberlechner. Jeder hat ein Laster. Das muss er mit dem Herrgott diskutieren. Der Schorsch war in der Mordnacht anscheinend blauer als der Blautopf in Blaubeuren. Das ist kein Scherz, die Lackern gibt's wirklich. Im Wirtshaus war nur Licht an und da habe ich den Schorsch gesehen. Der ist da vorn den Waldweg lang. Allein war er. Ich glaube, der hat einen ziemlichen Rausch gehabt. Keine Ahnung, wo der um die Uhrzeit hin wollte. Und die Reiber aus dem Wald stehen hier und weniger nützliche Viecher. Sogar Kühe haben die schon mitgenommen. Und Kinder. Aus derer geht nichts mehr außer, also lasst man sie in dem leeren Garten stehen und alt sein. Auf dem Weg zurück zum Bürgermeister habe ich einen Aushang vom Leubel gefunden, auf dem ein Zitat vom Lassalle entzifferbar ist, wenn man gut nur würfelt. Ich vermute jetzt einfach mal, dass man die klischeehafterweise irgendwann für eine Diskussion mit dem Leubel brauchen wird. Dann erstatten wir dem Bürgermeister schnell Rapport und kriegen nochmal eine grobe Übersicht, wer mit den progressiven Ideen vom Leubel was anfangen kann und wer eher die Lehren vom Schutzheiligen aller Konservativen folgt. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Das ist ein anständiger Ort hier. Wir sind anständige Leute, traditionsbewusst, unserem König treu untergeben und gottesfürchtig. Aber der Leubel hat einen Hans Girgel, einen Severin, unseren Herrn Doktor und den Lenz für sich und seine verrückten Ideen gewinnen können. Ein Pfarrer natürlich nicht, und weil der gleich gegenüber bei der Kirche rumsteht, können wir mit dem auch noch reden. Wer auf so einen Schmarrn wie Trinkspiele steht, kippt euch einfach jetzt mal ein Stamperl hinterbinden, wenn sie der Typ anhört, das Kehrer einmal richtig durchs Weihwasserbecken gezogen. Es hat's noch 3 Sätze dichter als Osmium. Eine furchtbare Tragödie hat sich ereignet und die Gemeinschaft muss zunächst wieder zu Frieden und Einigkeit zurückfinden. Versteht's, was ich mein? Von ihm können wir uns die Wirtshausstory auch nochmal erzählen lassen, aber er braucht halt eine halbe Stunde dafür und das oblaten schwangere Gesäusel packe ich einfach nicht so lang. Also nicht, dass sein Sprecher einen schlechten Job macht, hat er im Gegenteil, der verleiht ihm durch dieses selbstverliebte Salbadern wirklich Charakter.
Noch halt ein Charakter von dem, mit dem ich echt nicht länger als nötig reden mehr hätte. Auch ich stoße meistens dazu und sitze mit den wichtigen Entscheidungsträgern des Ortes beisammen. Als Vertreter der Kirche sitze ich schlicht mit Gemeindemitgliedern am Tisch. Da mache ich keinen Unterschied, musst du wissen. Früher haben auch die jungen Leute noch Respekt gehabt vor der Würde der Kirche und des Amtes. Hier können wir jedenfalls das Gespräch auf die Oberlechner Renate führen, seine Haushaltshilfe. Die hat ihren Mo verloren und war mit dem Kinderlohr, deswegen hat er ihre Arbeit gegeben. Die Renate brauchte eine Anstellung und ich brauchte Hilfe. Und so ein Haushalt ist wahrhaft keine Aufgabe für unsereins. Ja, Gott bewahre, dass ein Mo lernt selbstständig zum Leben, gell? Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Um das aufblasene Gelaber ein bisschen abzukürzen, die Jugend ist unmöglich, er ist das größte Heiferl im Dorf und mit der Renaten hat er natürlich nichts am Laufen. Ich bin ein Mann Gottes. Dort liegt meine Loyalität. Der Junge ist gerade zufällig ganz in der Nähe gestanden, also habe ich den angeschmatzt. Ein Angler nimmt sie einen Wurm und bringt ihn um dann einen Fisch zum Fangen, den er auch umbringt. Warum bringt der Angler nicht einfach nur den Fisch um? Warum muss der arme Wurm sterben, bloß weil ein fieser Mensch einen schlecht planten Krieg gegen einen Fisch führt? Wer immer drauf gekommen ist, Angeln als einen schlecht planten Krieg gegen einen Fisch zu bezeichnen, der kann sich bei mir rühren, dem gebe ich einen Spezi aus. Neben dem Wurm steht der Hans Giergl und der kann... Ich glaube, ich muss hier mal schnell was klarstellen für alle Leute, die nicht so mit Bayern vertraut sind. Ja, so heißen Leute bei uns. Giergl ist zum Beispiel ein Kosename für Georg. Oder nehmt einen Schorsch, so sagen wir manchmal statt Georg. Und dann habt ihr bestimmt schon mal vom Schoß gehört. Das ist bei uns umgangssprachlich für Georg. Ein paar andere Kracher aus meinem Landstrich sind Hirs für Matthias, Wastel für Sebastian und zum Korbinian sagen wir gern, genau, Korbi. Hans Giergl heiße ich. Wer ich bin, weiß ich nicht. Habt schon mal einen besseren Gesprächseinstieg erlebt? Ich bin eigentlich immer irgendwo Knecht gewesen. Bis vor kurzem war ich auch auf dem Schormeierhof. Aber jetzt genieße ich erst einmal meinen Feierabend. Der Hans Giergl, ehemaliger Knecht vom Schormeierhof, hat jedenfalls ein Problem. Er möchte kegeln, aber er hat keine Bahn. Und keine Kugel. Und kein Kegel. Schatz mal, wir können froh sein, dass er Hosen hat. Auf jeden Fall bieten wir ihm an, dass wir vom örtlichen Zimmermo Kegel schnitzen lassen. Und ich muss sagen, ich mag die Nebenquests in dem Spiel. Die passen einfach in diese bodenständige Welt richtig gut rein. So, jetzt wäre es aber Zeit, dass wir uns nach dem Schorsch umschauen. Das ist momentan ja unser Hauptverdächtiger, also sparen wir mal unsere Barzeigerl auf und sucht man. Geht's dir gut? Ich meine, ich dissoziiere auch brutal gern und das ist ein wirklich gut gearbeiteter Wind, aber weißt du was, du machst einfach dein Ding und ich suche einen Schorsch. Und da ist er auch schon in seiner natürlichen Umgebung und lästig wird er Scheißhaus fliegen. Magst du mir jetzt auf die Nerven gehen mit deiner blöden Fragerei? Egal was man fragen, er weicht aus, motzt umeinander und ist generell so angenehm wie ein eingewachsener Zehennagel. Na, da werde ich schon was zum Tor gehabt haben. Das ist ja nicht verboten. Oder so ein Handerlaufer jetzt auch schon verboten, hä? Ich wüsste jetzt nicht, was dir das überhaupt so geht hat. Oder du schaust besser, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell. Okay, da gewinnen wir gerade keinen Blär mit auf. Und ob wir den jemals nüchtern erwischen, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht helfen uns ja diese fehlenden Argumente weiter. Saugut übrigens vom Spiel, dass das klar und deutlich sagt, wenn da noch irgendwas fehlt. Was nicht ganz so klar und deutlich ist, ist leider, wann man im Detektivmodus wo hinklicken soll. Und ihr müsst leider damit leben, dass ich nach wie vor die Mentalität von einem Eichhörnchen habe. Und auch wenn ich eigentlich zum Leubel zurückschauen hätte sollen, ist mir die Wirtin zuerst unter die Augen gekommen. Und von der habe ich mir noch ein bisschen was über den Lenz, seine Schwester und den Schormeier erzählen lassen. Der hat eine Schwester, die Ursel, also Ursula. Aber die wohnt nimmer am Hof. Die hat den Alois geheiratet und heißt jetzt Pfistner. Eine unangenehme Person. Der Schormeier ist aber eigentlich eine gute Haut. Ich hab gesehen, wie nett er mit dem Stiefsohn von der Ursel, mit dem kleinen Alois gespielt hat. Den mag er, glaube ich, recht gern. Und ich war noch gar nicht draußen bei ihm. Würden Sie am Schormeier unser Beileid aussprechen, wenn Sie rausgingen zum Hof, bitte? Daraufhin habe ich beschlossen, mal bei dem Schormeier vorbeizuschauen und auf dem Weg dahin habe ich mich eventuell nochmal ablenken lassen und beim Tatort... Geh weg, du warst schon beim ersten Mal nicht lustig! ...nur einen Stiefelabdruck gefunden. Der kommt dabei mit zu unseren Indizien und eventuell können wir einen Schorsch später damit konfrontieren. Wenn wir noch beim Schormeier sind, können wir dem auf die Nerven gehen. Über die Nacht, in der sein Bruder schlagen worden ist, kann er uns nichts Neues verzeihen, aber zumindest über die jüngste Vergangenheit von seinem Hof. Das mit der Zenzi, das war schon tragisch. Die hat sich das Leben genommen. Wir haben's gefunden, der Lenz und ich. Die ist da hinten gehängt im Schupfen. Vor einem Balken an einem Strick. Schon schlimm sowas.
Der Schweighöfer hat's abgeholt, der Doktor. Frag's doch den, wenn's noch was wissen wollen. Ja, und da, der Findeis, der Hanskirgel, der Knecht, der kommt seit kurzem auch nicht mehr. Zwecks die Grattler im Wald kann man auch noch fragen, die treiben nämlich noch gar nicht so lange einer Unwesen in der Gegend. Vor ein paar Wochen, da haben wir das erste Mal von denen gehört, von denen Pascolinis. Es tut mir leid, aber ich kann einfach keine Reiberbanden ernst nehmen, die sich anhört wie der Teller Nudeln. Ihr Wirtshaus bei der Kathi, wo er Wandersgesäu verzahlt hat, hätten sie um 2 mm fast erwischt. Ja, so richtig ernst genommen haben wir das aber immer noch nicht. Aber dann, auf einmal ist Resi bei mir am Hof gestanden und hat geheult und gewarnt. Und da hab ich gewusst, jetzt sind's da. Dann schauen wir bei Gelegenheit wohl auch noch zum Arzt wegen der Zense, aber erst einmal der wir endlich wegen was wir überhaupt hergekommen sind. In der Sturm können wir an der Leichen umeinander geschafteln und werden direkt fündig. Was wir als erstes in den Fingern kriegen, ist irgendein bibliger Zettel aus seiner Manteltaschen. Hat den Bibeltippsen eigentlich nie wer gesagt, dass so viele Wiederholungen einfach nur schlechter Stil sind? Und was wir aus seinen Fingern rauskriegen, entweder durch vorsichtiges Umeinandergreifen oder indem wir es ihm einfach brechen, ist ein Knopf. Jetzt kann man also zum Arzt wegen der hängten Magd oder zum Pfarrer wegen dem Bibelvers oder zum Schorsch und schauen, ob wir einen Knopf an der Jacken feit. Oder wir sehen am Rand von der Karte ein Heisel und laufen wir da hin, weil der Verschlag stellt sich als die Hütten von der Resi raus, die der Schormeier vorher kurz erwähnt hat. Ich wohne hier draußen, weil hier keine Leute vorbeikommen. Das ist so eine halbe Kreiterhex, die hier draußen wohnt, weil es unbedingt die Ruhe haben hat. Ich gehabt, ich hab Fragen. Aber das Einzige, was uns erzählen kann, ist, dass die Reiber in der Nähe sind. Ich hab deren hungrige Blicke schon gespürt, die kenne ich schon. Da bin ich gerannt und hab mich im Wald versteckt. Die Natur schützt mich. Da bin ich sicher. Ja, ganz bestimmt bist du das. Kann man schon richtig vorstellen, wie sie so ein Baum vor die schmeißt, sobald wer auf dich schießt. Außer es sind die Baum aus Evil Dead, dann hast du ein Problem. Und überhaupt, wo halten sie die Reiber nochmal genau auf? Exakt, in der Natur. Also eigentlich sollte man ihr sagen, dass sie im Ort wahrscheinlich noch am besten aufkommen war, wo ja sogar Wachen umeinander stravanzen, aber dann ist mir eingefallen, dass... Es ist wahrscheinlich gescheiter, wenn du bleibst, was bist. Mein Waldspaziergang hat mich dann noch zur alten Ruine gebracht, in der irgendeinem Gott ein Rade und ein Weißwurst geopfert worden sind. Vermutlich nicht dem Gott funktionierender Texturen. Hier gibt es auch noch eine Laterne, die ich allerdings nie wirklich benutzt habe, weil es Lampenöl braucht und mehr schluckt als ein Hamburger Hafennutten. Oh, der war zu spät. An Marktveranstaltungen sind Wolpertskofer auch noch ab und zu und da kann man Rezepte und Baupläne kaufen für so Sachen wie ein Brillenpflegeset, ein Schuhpflegeset oder Surfern. Damit können wir unsere Attribute vor besonders wichtige und schwierige Gespräche steigern und ich stelle mir gern vor, dass das ungefähr so ausschaut. Wir werden das bald geregelt haben und dann können Sie Ihre Arbeit machen. Interessant. Ja, das ist ein gutes Argument, aber nicht gut genug, wie ich da in Kürze erklären werde. So, lass mich nur noch schnell. Oh, ich werde die so niederdiskutieren. In ungefähr 20 Minuten, nachdem ich... Jetzt hätt's mich nicht! So, jetzt geht's aber endlich weiter. Wir machen uns auf den Weg zum Arzt, wo wir... Ich wisset ein hervorragender Wind für euch. An Schweighöfer befragen wir dann zum Suizid von der Zense. Ich nenne das jetzt einfach ein Zensizid, aber das ist nicht narrisch ergiebig. Das war tragisch. Aber leider heutzutage nicht mehr so selten. Die Leid geht immer schlechter und keiner kümmert sich. Dem stehen wir mir als Mediziner machtlos gegenüber. Da bräuchte man eine neue Wissenschaft, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigt, die solche Phänomene ergründet. Gute Idee. Und sobald wir wissen, dass was bringt, kürzt man die Mittel dafür und schauen wir, ob das Bruttoinlandsprodukt durch den Kauf von in Deutschland hergestellte Stricke gesteigert werden kann. Bevor wir jetzt endlich einen Schorsch konfrontieren, sagen wir am Pfarrer noch das Kuvert und den Bibelvers, den wir bei der Leichen gefunden haben. Den Abschnitt kenne ich, ja. Ich habe ihn schon unzählige Male gelesen, lieber Valentin. Aber diese spezielle Seite kommt mir nicht bekannt vor. Die Kuverts bekommt jede Pfarrei in der Umgebung zur Verfügung gestellt für Korrespondenz. Ich gebe meine Mitteilungen an die Gemeindemitglieder auch immer wieder schriftlich heraus. Die erhalten sie dann in einem solchen Kuvert. Folglich hat ein jeder hier diese Kuverts und kann sie auch zu eigenen Zwecken benutzen. Jetzt wissen wir mehr als vorher und haben wir trotzdem nicht gescheiter. Alles klar, dann machen wir mal einen Schorschrund. Wie soll ich den vorkommen, wenn man das Spiel dauernd so einen lustigen Scheiß vor die Nase setzt? Okay, keine Ablenkung mehr. Da sitzt der Schorsch und wir werden... Auf unsere Indizien-PowerPoint-Präsentation reagiert er jedenfalls völlig gelassen. Was? Wo?
Was meinst du denn das jetzt? Zum Beispiel darauf, dass eine Leute in der Nacht am Tatort gesehen haben. Weiß jetzt auch nicht. Das hat doch nichts zum heißen. Oder dass man gerne einen Blick auf seine Schuhe werfen darf, weil es zum Abdruck am Tatort passen. Ein Scheißdreck werde ich machen. Lass mich mit deinem Schmarrn in Ruhe. Und dass gleich einen Knopf in der Hand gehabt hat und er jetzt so zufällig seine Jacken nicht findet. Ja, was willst du denn mit dem bläden Knopf? Soll der den jetzt ohne an oder was? Schau dir aus, wie ein Weiberleid. Ich mein... Du kannst mir überhaupt nichts. Das daran, du lässt mir jetzt mal Ruhe und schleißt die zurück in den Start. Bis er dann irgendwann schnallt, wie ernst die Sache ist. Ich weiß einfach nichts mehr. Gar nichts. Bitte, Valentin, sag mir, was du weißt. Was hab ich gemacht? Hab ich wirklich einen Lenz erschlagen? Was zu einer von den bizarrsten Konversationen überhaupt führt, nämlich sinngemäß: Schorsch, alles deutet auf dich als Mörder hin. Ich kann mich aber an nichts erinnern. Dann lass uns deinen Sonntagabend Schritt für Schritt rekonstruieren. Alles klar, Richter, was unter den Tisch. So machen wir's, bis nachher. Na, ernsthaft, das ist ja der Plan. Ah, du meinst, wenn wir beide genauso voll sind, wie ich an dem Abend war, dann fällt's mir schon wieder ein? Das nenne ich einen Plan. Das sag mir, wenn's losgehen kann. Eine Kartoffel kann ja bekanntermaßen Spannung erzeugen, so um die 1,2 Volt, was in etwa für eine LED-Lampe reicht. Ungefähr auf dem Energieniveau bewegt sich auch der eben eingeschlagene Geistesblitz. Wir warten also bis dunkel ist und dann heißt's: Sauf einer in den bläden Schädel. Ein Prosit auf unseren König Ludwig II. So schnell. Ich sagte, das ist alles unnatürlich. Ob der Herrgott das will, dass Menschen mit so einer Eisenbahn fahren? Ich glaub's ja nicht. Du, ich glaub auch nicht, weil wenn's an Gott gab, gab's keine Deutsche Bahn. Irgendwann fällt ihm ein, dass er sich in der Tat noch garantiert nur ein paar Flaschen mitgenommen hat und dass wir der Spur folgen kannten. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns allerdings schon dergestalt entnüchtert, dass wir uns auf einmal im Mystery House wiederfinden. Das war das erste Computerspiel mit Grafiken, zumindest das erste Abenteuerspiel. Die Hand bis dahin nämlich rein textbasiert gewesen und Mystery House war der erste große Schritt auf dem Weg zu Point-and-Click-Spiele, wie wir es heute kennen. Ken und Roberta Williams, kennst du aus dem Gabriel Knight Video, haben das 1980 programmiert und die zwei haben dann später Sierra gegründet und Meilensteine wie King's Quest oder Phantasmagoria entwickelt. Heute schaut Mystery House allerdings eher aus wie ein 8-Bit-Vollrausch. Schauen wir doch einmal, was uns der Trip einbringt, außer Schädelweh und einer kurz lockern mehr im Dorf. Nach ein paar Schritten landen wir an einer Mauer, die wir untersuchen. Ich war ein wenig neugierig und hab ein bisschen daneben gewürfelt und im Endeffekt habe ich mit den Händen in der vollbronsten Erde umeinander gerammt. Also bisherige Ausbeuten ist Sache an die Hände und ein schöner Stor. Was möchtest du denn mehr vom Leben? Wir laufen also der Spur aus Wegbier nach und der Schorsch muss der gottloseste Alkoholiker im ganzen Freistaat gewesen sein. Was der Kerl allein auf der Strecken weggeballert hat, der verklangen, dass seine Leberzirrhosen eine Leberzirrhosen kriegt. Uns geht's auch schon immer wirklich gut und konsequenterweise wackelt man umeinander wie ein Milchzahn. Was noch okay war, wenn man nicht ausgerechnet in dem Zustand unter Zeitdruck über Bredeln balancieren müssten. Hey, ich hab schon weniger besoffene Leute mehr umeinander fallen sehen. Ich glaube, die Entwickler haben minimal überschätzt, was man in dem Zustand noch reißen kann. Was gerade noch nicht zerrissen ist übrigens mein Geduldsfaden. Ich hab's tatsächlich auf Anhieb geschafft, aber ganz ehrlich, Spaß hat mir das keinen gemacht. Nachdem wir herausfinden, dass der Schorsch unterwegs nur ein Blärmi und eine Flaschen Wein aufgeklappt hat, landen wir vor einer Lorte und spätestens jetzt können wir uns alle denken, was da los war. Wobei man sich das nicht denken muss, weil am nächsten Tag laufen wir zur Bewohnerin von dem angelorterten Heisel, das ist das Mensch geworden im Mineralwasserflascherl da, und die verzeiht uns etwas über die Tatnacht. Ja gut, also der Schorsch ist schon in der Nacht noch gekommen. Also er war bei mir. Gekommen ist in der Nacht keiner, wenn Sie verstehen. Natsch, natsch. Am Anfang war das alles ganz anders. Da hat er sich Mühe gegeben. Aber in letzter Zeit kommt er eigentlich nur noch auf die Nacht vorbei, wenn er recht besoffen ist. Schau ich wieder aus dem Fenster, steht da der Schorsch. Auf einer Lorte. Blärmi hat er im Mund gehabt. Hält sie mit Mühe und Not an der Lorte fest. Alles wackelt. Ich hab ihm schon hinüberfallen sehen. Ich hab ihm gesagt, er soll sich hinlegen und eine Ruhe geben. Er konnte schon da schlafen. Aber morgens, der hätte eine Ruhe geben, unser Casanova. Nachher lasse ich mich schon dazu hinreißen, mit dem psuffner Deppen, verstehst? Und dann geht nix. Gar nix. Tote Hose. Mei ja, die alte Geschichte. Lieber Depp wird psuffener Depp, wird impotenter Depp, der damit angesoffen die Blärme im Mai fast ins Schlafzimmer speibt. Eine 11 von 10 unser Schorsch. Aber dafür hat er wahrscheinlich einen Haufen Stallfenster, das gleicht sich alles wieder aus. Ich freue mich jedenfalls schon auf sein Gefries, wenn wir ihm erzählen dürfen, dass er versucht hat, sein Gspusi mit der durchgekochten Nudel zum Futtern. Ob es ihn da noch freut, dass er für den Mord ein Alibi hat, ist fraglich. Okay, die Option haben wir leider nicht, aber immerhin können wir ihm sagen, dass er ein wasserdichtes Alibi hat. Mein Lieber, da bin ich jetzt aber beruhigt. Ehrlich wahr, danke, dass du mir da so geholfen hast. Hast echt was gut bei mir.
Und wenn man dann fragt, was das mit der Apollonia für ihn eigentlich ist, weil darum hat sie uns gebeten, bricht seine Fassaden zusammen und er verzeiht uns, warum er mittlerweile nur noch am Saufer ist. Ja, die gefällt mir schon. Aber du weißt, ich kann dir doch nichts bieten. Das ist alles nicht mehr, wie es einmal war. Ich kann ja kaum mehr schlafen. Also das Bier hilft schon, aber sonst. Wenn es auf einmal stark und dunkel ist, da hörst du dann schreien. Dann bin ich auf einmal wieder mittendrin im Krieg. Und manchmal, wenn ich dann aufwache, dann hockt der da, in meinem Zimmer, auf dem Stuhl und schaut mich an. Sagt aber nichts. Mir, schaut bloß. So ein junger Mo ist das. Fast nur ein Bub. Und überall das Blut. Vielleicht verliere ich auch einen Verstand. Aber das ist doch kein gescheiter Mo nicht. Ich bin doch kein gescheiter Mo nicht mehr. Nein, die soll sich einen besseren suchen. Das Spiel schafft es wirklich gut, so ernste Noten reinzubringen. Vor allem später kommen noch ein paar richtig emotionale Geschichten. Auf jeden Fall können wir jetzt reagieren wie ein richtiger Mo und ihm sagen, dass er sich zusammenreißen soll, weil ein paar so andere halbe Kinder im Krieg zum Erschießen ist gut fürs Immunsystem. Oder wir spielen mal einen normalen Menschen und rahmen ihm der Apollonia zum Erzählen, warum er so ist, wie er ist. Keine Reaktion? Nix? Okidoki. Dann steckt man am Leubel noch, dass der Schorsch unschuldig ist, sammeln aber Pluspunkte. Ah, ich verstehe. Aber ich merke schon, sie ist einer Gute. Und kriegen einen Namen vom nächsten Verdächtigen, am Alois vom Fistnerhof, der scheinbar zum Mörder prädestiniert ist. Dann kann es ja eigentlich bloß mehr der Alois gewesen sein. Der hat doch eh so eine kurze Zündschnur. Bei dem werden's gleich merken, dass der das Zeug zum Mörder hat. Sagt der Typ, der fast permanent schreit, einen Hass aufs halbe Dorf schirbt und keine 3 Meter von einem Quaweckert steht. Ja dann, auf zum Alois. Den finden wir südlich vom Dorf und der empfangen uns ungefähr so herzlich, wie wir es erwartet haben. Was steht da also? Was wollen Sie denn? Bist du auch so ein Brezensalzer wie der alte Fettsack, der herumgeschlichen ist und dumme Fragen gestellt hat? Seine Laune bessert sich zum Glück merklich, als man fragen, was er in der Mordnacht gemacht hat. Fragst du mich etwa, ob ich den letzten erschlagen hab? Wer schickt die? Der Leubel, der Bettbrutzer. Der sollte besser seine Bier auf Zeit legen und aufs Feld kommen. Dann kriegt er seinen Schädel mal frei von seinen intellektuellen Spinnereien oder wie man das heißt. Wisst, es gibt Landwirt und es gibt Bauern. Das ist kein Beruf, sondern eine Charaktersache. So wie Saubereis nichts damit zum Tor hat, wo einer herkommt, sondern wie er sie aufführt. Und das ist ein Bauer. Der sollte besser seine Bier auf Zeit legen und aufs Feld kommen. Wenn's wissen wollt, wie ein Land ohne Intellektuelle, Studierte oder Brillenträger, das schlimmste Geschwerl für alle, ausschaut, dann lasst's mir euch kurz was über die Roten Khmer und Pol Pot erzählen. Das war nämlich ein Fetzengaudi damals. Pol Pot hat 1975, nachdem er in Frankreich studiert hat, oder besser gesagt versucht hat zum Studieren, geschafft hat er es nicht, in seinem Heimatland Kambodscha beschlossen, dass die bisherige Regierung nicht der Wahnsinn ist und dass das ganze Land in einen steinzeitlichen Agrarkommunismus gezwungen werden soll. Folgerichtigerweise hat er eine Partei gegründet, die heute als Rote Khmer bekannt sind und die quasi, ja, Kommunisten-Nazis waren. McBain an Bodenstation. Werde angegriffen von Kommunisten-Nazis. Die Landwirtschaft und das Bauerntum haben zum hohen Ideal erklärt worden und alles Städtische, wozu auch Fortschritt und Industrialisierung Zeit haben, war ein Bäse schlechthin. Alle Bewohner von Hauptstädte hat man deportiert, wobei schon Haufen verreckt sind, und wer es überlebt hat, ist ins Arbeitertum und eine schwarze Einheitsklamotte gezwungen worden, um die Unterdrückung im Land zu beenden. Das ist kein Witz, das haben die damals so verkauft. Alle Intellektuellen hat man umbringen lassen und Intellektuelle waren in dem Fall auch schon Leute, die eine Fremdsprache beherrscht haben. Oder Ausländer waren. Oder Kontakt mit Ausländern gehabt haben. Oder Journalisten, Lehrer, Brillenträger, scheißegal. Irgendwann haben es dann auch Bauern und die eigenen Parteiangehörigen erschossen. Das klingt einfach nach einer Lösung, die am ChatGPT vorschlagen darf. Du hast natürlich absolut recht. In einem entvölkerten Land kann keine Unterdrückung mehr stattfinden. Deine Einsicht in die Anthropologie ist beispiellos. Darf ich dir noch einen Plan für die Infrastruktur deiner Tötungsfelder aufstellen? Im Lauf von nicht einmal ganz 4 Jahren haben die Roten Khmer ein knappes Drittel der eigenen Bevölkerung ermordet, was oft als Autogenozid bezeichnet wird. Der Begriff ist umstritten, aber auch wenn die Zielsetzung nicht der Genozid am eigenen Volk war, war es halt trotzdem das Resultat. Unnötig zum Erwähnen, dass das Land innerhalb kürzester Zeit komplett am Sack war. Kein Wunder bei Maßnahmen wie Hinrichtung wegen Sabotage, wenn man zu spät in die Arbeit kommt. Gehst du weg, du hast schon genug blöde Ideen. Im Endeffekt hat Vietnam dann dem ganzen Irrsinn einen Stecker gezogen und da haben wir ein minimal extremes Beispiel dafür, was passiert, wenn man meint, dass jeder, der nicht 20 Stunden am Tag auf dem Feld buckelt, ein blöd studierter Wichser ist. Gay Alois! Ohne Leute, die sich auf Wissenschaft statt aufs körperliche Arbeiten konzentrieren, darf man uns vermutlich heute noch totscheißen, bevor wir 10 Jahre alt sind. Und ohne körperliche Arbeit vermutlich immer nur in Höhlen wohnen, also wir waren's mit ein bisschen gottverdammten gegenseitigen Scheißrespekt. Die einen der Grein halt kein Studium, dafür schaffen die anderen keine Handwerkerausbildung. Aim nozzle at base of fire.
manche haben's blöd für die Musik. Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Aber kochen wird Weltmeister, andere können nicht mit Viecher umgehen, aber saugut mit Leid schmatzen und dann gibt's so Hirndieben, die überhaupt nichts drauf haben, außer Blätter herin und sogar die können Leid zum Lachen bringen. Zum Beispiel mit YouTube-Videos. Wer glaube ich schon lange keinen mehr zum Lachen gebracht hat, ist er da und ich möchte ihm eigentlich einen Arsch aufreißen, bis er 12 Taler drin wenden kann, aber stattdessen bleiben wir sachlich und fragen wir mal rum, ob der alles ein Alibi hat. Wenn du Zeugen suchst für deinen blöden Bericht da, dann frag die Ursel. Die ist auf dem Feld. Oder den Friedel, unseren Knecht. Der ist auf dem Markt. Und jetzt schaust du zu, dass du weiterkommst. Und nix lieber als das, du Giftzwerg. Also fährst wir zum Markt und suchen uns den Friedel. Der hämmert sich gerade gemütlich einen Sargnagel ein und hat leider überhaupt keine Zeit. Schau's, das passt jetzt gerade überhaupt nicht. Die Waren müssen vom Stand und ich muss nur eine Lieferung machen. Jetzt hören's. Ich kümmere mich da am Stand um die Waren und sie bringen geschwind die Lieferung weg. Da es nicht anders geht, sagen wir ja und dürfen dann im Eiltempo 10 Uhr zu einem Holzfäller bringen, weil der das Mittagessen braucht. Normalerweise darf ich mir an der Stelle fragen, für wen 10 Eier eine komplette Mahlzeit sind, aber... Man sagt ja auch, maximal 3 Eier die Woche, ja? Nee, 3 Eier die Stunde. Nachdem das endlich erledigt ist, fragen wir einen Friedel nach dem Alois und das geht erst einmal überhaupt nicht in Richtung Alibi. So wie die Laune vom Alois seit ein paar Jahren ist, darf's mich nicht verwundern, wenn er einfach so jemanden totschlagt. Leider, mehr hätte ich fast sagen, kriegt er dann doch nicht Kurven. Aber am Ende gibt's ja immer nur die Frau Ursula. Die hat die Geschicke am Hof schon fest im Griff. Und damit eben auch den Alois. Das kann ich guten Gewissens sagen, dass der Alois daheim war. Also der Alois ist wohl nicht der Mörder. Freut mich jetzt nicht unbedingt. Und er scheinbar auch nicht, weil er nach wie vor stinger ist wie der Scheifel-Dreck im Hochsommer. So ein Schmarrn das alles hier! Und jetzt gehst du mal brav zurück dahin, wo du hergekommen bist. Und dann bestellst du einen schönen Gruß vom arbeitenden Volk. Und seine werte Gattin ist übrigens kein Brecke angenehmer. Die hat einen Ton drauf wie der 15-Jährige, die von der Mom genervt ist. Gibt's sonst noch was? Ob's sonst noch was? Ich hab grad erst Hallo gesagt, du Beißzang, du der Feini! Was schleichen Sie hier eigentlich auf meinem Hof umeinander? Suchen's was? Ja, eine Möglichkeit, dir und dein Depp vom Mo eine Ei zum Schenken. Was leider nicht geht. Also hab ich einen Knecht verdroschen. So, du hast jetzt Feierabend. Wisst wer noch Feierabend hat? Meine Wenigkeit. Also, es. Wir alle haben, was ich sagen will, ist, dass der erste Teil vom Video jetzt halt vorbei ist. Das Video macht sie jetzt einen Spezi auf, hockt sie auf die Couch und tut so, als war jetzt in den 90er, damit den ganzen Wahnsinn da draußen nicht mitkriegen muss. Ach, was gibt's denn so nice in der Welt? Habt ihr das von der neuen Musikerband gehört, die zwei jungen Campin aus Minga, die gerade so steil gingen? Die Milli Vanilli oder was heißen? Es freut mich einfach immer wieder, wenn junge Leute nur echte, handgemachte Musik auf die Bühne bringen. Auf jeden Fall, ein riesen Merci fürs Zuschauen an euch alle und die schon länger da sind, sagt einmal Servus zu den neuen Abonnenten. Anscheinend bringt es wenn man Allgemeinheit mit YouTube-Shorts zuscheißt. Also an der Stelle nochmal herzlichst habe der Nasenbären an die Neuzugänge und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie die Alteingesessenen. Scheißegal, ob von Anfang dabei oder zugereist, lasst mir gerne einen Daumen oder irgendwelche anderen Körperteile da, kommentiert selbst, drückt die Glocken, damit ihr mitkriegt, wenn ihr irgendwas Neues hochlade und wenn ihr es komplett übertreiben wollt, dann gebt auch gerne einen Späße über meinen Coindrop-Link aus, den findet ihr in der Beschreibung. Ich sage jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.